So scheint es sich abgespielt zu haben. Na gut, dass wir das geklärt haben. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Apollo Justice. Wir sind gerade im zweiten Fall bei der ersten Gerichtsverhandlung, beziehungsweise am ersten Tag der Gerichtsverhandlung. Und wir vernehmen gerade Stickler, der gute Mann. Seht die Macht eines Naturwissenschaftlers der Harkley-Universität. Nun gut, Herr Justice, Ihr Zeuge. Dann werden wir ihn mal ins Kreuzverhör nehmen. Aber mal so richtig. Der hat doch irgendwie, der labert doch was. So, eine Nacht im Park 2. In dem Moment, in dem der Mörder seine Waffe hob, habe ich eingegriffen. Nachhaken! Sie sahen also eine gezückte Waffe? Hatten Sie keine Angst? Die Studenten der Harkley-Universität sind wacker. Wir kennen keine Angst. Ach, weil aber. Als ich die Pistole sah, hat mich mein Gerechtigkeitssinn zum Einschreiten gezwungen. Das war sehr mutig von Ihnen. Sie hätten erschossen werden können. Hä? Sie haben ziemliches Glück gehabt. Wäre ich der Täter gewesen, hätte ich sicher keinen Zeugen am Leben gelassen. Scheint, als wäre er gar nicht auf die Idee gekommen, dass er in Gefahr schwebte. Vielleicht weil er gar keine Waffe gesehen hat oder zumindest keine Pistole. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er gesehen hat, dass er ein Messer in der Hand hat. Woher kommt aber der Schuss? Keine Ahnung, werden wir rausfinden. Wie auch immer. Ich habe versucht, das Blutvergießen zu verhindern. Sofort aufhören, ihr beiden, habe ich geschrien. Aber ohne die Fassung zu verlieren. Moment. Ich habe vergessen nachzuhaken. Nachhaken. Moment mal. Erklären Sie. Sind Sie sicher, dass beide Männer Sie hören konnten? Ja, ganz sicher. Meine hohe, wohlklingende Stimme war im ganzen Park zu hören. Und das Opfer reagierte auf ihr engelhaftes Organ. Allerdings. Das Opfer drehte sich in Richtung meiner Stimme. Und es fiel ein Schuss. Moment mal! Haben Sie den Schuss im selben Moment gehört, als sich das Opfer umdreht? In der Tat, genauer gesagt, ungefähr im selben Moment. Und das Opfer hat Sie nicht um Hilfe angefleht? Dazu hatte es eindeutig keine Zeit mehr. Es hatte nicht mal mehr Zeit, auch nur mit der Wimper zu zucken. Garantiert hat der Mörder nur geschossen, weil Herr Stickler ihn erschreckt hat. Sag das bloß nicht zu laut, Schusi, bitte. Daraufhin schien der feige Mörder, der Angeklagte, Angst zu bekommen. Moment mal! Fragt man natürlich nach. Könnten Sie die Reaktion des Täters etwas genauer beschreiben? Er schien recht überrascht angesichts der Tatsache, dass er die Tat begangen hatte. Das ist interessant. Wie man sehen kann, ist die menschliche Psyche wahrlich ein sehr komplexes Gebilde. Er konnte einfach nicht glauben, was er da gerade getan hatte. Er schoss und geriet dann in Panik. Klingt banal, aber sowas passiert immer wieder. Leider noch bevor ich weiter einschreiten konnte. Tja. Er hat die Pistole von sich geworfen und ist vom Ort des Verbrechens geflohen. Moment mal! Wo hat er sie denn hingeworfen, würde ich jetzt fragen. Sie haben nicht versucht, den Täter zu ergreifen? Es ging alles so schnell, dazu bin ich leider nicht mehr gekommen. Kommt dir in der ganzen Sache gar nichts merkwürdig vor? Hä? Der Mörder musste übereilt handeln, oder? Er schoss und warf die Waffe sofort weg. Der Zeugenaussage nach ist es so gewesen. In dem Fall hätten wir doch etwas finden müssen, das wir aber nicht gefunden haben. Ja, eine Waffe zum Beispiel. Etwas finden? Was denn finden? Unser Widerspruch hat mir so gut gefallen. Macht mich fast traurig, ihn aufzugeben. Nicht so traurig wie mich. Und was nun? Immerhin ist die Aussage jetzt etwas deutlicher. Sie hat recht, vielleicht lässt sich in der neuen Aussage etwas finden. Also ich probier's mal. Ja, alles schön und gut. Ja. So. Ich probier's mal hier. Also irgendwo habe ich irgendwo die Waffe. Da, ich probier's mal mit der Waffe. Am Tatort zurückgelassen, 2 Schuss wurden abgegeben, Fingerabdrücke weggewischt. Moment. Ja, okay, wir haben ja schon geklärt, dass 2 Schuss, ist ja nicht gesagt, dass die 2 Schuss direkt nacheinander waren. Können ja Tage dazwischen liegen. Ich probier's aber mal trotzdem mit dem. Einspruch! Scheint richtig zu sein. Sekunde mal. Und wieder eine dieser irreführenden Nachfragen.
Die hängen sklavisch an ihren einstudierten Floskeln und sind unfähig zur Reflexion. Reflexion. Ja, hä? Sekunde mal, sagen Sie. Eine Sekunde? Meinen Sie wirklich nur eine einzige Sekunde, ein Sechzigstel einer Minute? Das ist kaum genug Zeit, um Luft zu holen, geschweige denn eine Aussage zu machen. Hätten Sie nach einem längeren Zeitraum gefragt, vielleicht 3 Minuten, 35 Sekunden. Herr Justice? Ja, Euer Ehren? Verstehe ich Sie richtig? Sie möchten eine Sekunde lang Einspruch erheben? Alter! Echt jetzt? Opa! Ja, ich meine, nein. Hier, sehen Sie sich diese Pistole an. Kein einziger Fingerabdruck. Ach, ein übliches Täuschungsmanöver. Kann man täglich im Fernsehen sehen. Stimmt, der hatte gar keine Zeit, sie abzuwischen. Selbst der dümmste Verbrecher weiß, dass er möglichst keine Abdrücke hinterlassen darf. Moment! Nach Ihrer Aussage hat der Mörder die Waffe weggeworfen und ist geflohen. Ja, das stimmt! Er hatte gar keine Zeit, die Fingerabdrücke abzuwischen. Ah, das kleine Mädchen, das es dem Herrn Studenten zeigt. Guter Stoff für einen Song. Ich bin nicht klein. Ja, dann wollen wir doch auch wie Erwachsene denken, ja, Miss? Hä? Was ist, wenn der Mörder, der Angeklagte, Handschuhe trug? Ja, natürlich. Natürlich ist mir das auch sofort in den Sinn gekommen. Dann ist halt die Frage, wo sind die Handschuhe? Man könnte natürlich sagen, ja, natürlich hat er sie anbehalten und sie irgendwo entsorgt, wo sie die Polizei nicht finden kann. Aber ja, ist halt ein guter Punkt. War mir schon klar, dass das ein bisschen dünn ist, was wir hier gerade machen. Na, zugegeben, daran habe ich gar nicht gedacht, Apollo. Apollo wäre komisch. Dann wird's Schlecker einsetzen, um die Leute zu paralysieren. Also, Herr Justice, könnte der Mörder Handschuhe getragen haben? Also, ich schätze, es läuft jetzt auf dieses Messer hinaus. Auch als kurzschaftige Klingenwaffe bezeichnet, mit Wockys Fingerabdrücken. Wenn er die ganze Zeit Handschuhe anhatte, dann hätte dieses Messer keine Fingerabdrücke von ihm drauf. Das Messer haben wir noch gar nicht vorgebracht. Natürlich werde ich das jetzt vorbringen und werde sagen, nein, hat er nicht. Er hat keine Handschuhe angehabt, denn auf diesem Messer sind Fingerabdrücke. Wie sollten da Fingerabdrücke draufkommen? Dann wird der Anwalt, Staatsanwalt, der wird natürlich sagen, du weißt ja nicht, ob die Fingerabdrücke aktuell sind. Vielleicht sind sie schon ewig da dran. Aber wir haben im Moment nichts anderes vorzubringen. Also, auf keinen Fall. Der Bericht zur Mordwaffe ist in einem Punkt sehr deutlich. Die Fingerabdrücke wurden abgewischt. Psst, vergesst einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Oder genau so ist es. Die Fingerabdrücke wurden abgewischt. Also müssten einige Spuren erhalten sein. Was im Widerspruch zu ihrer Aussage stünde. Wäre alles so passiert, wie sie behaupten, hätte er keine Zeit zum Abwischen gehabt. Habe ich natürlich gewusst. Oh, ja, das mag sein, aber das ändert nichts an dem, was ich gesehen habe. Der Mörder, der Angeklagte, er hat die mörderische Waffe aus der Hand fallen lassen und ist geflohen. Und diese Pistole wurde am Tatort gefunden. Moment, der hat nicht gesagt, er hat die Pistole fallen lassen und ist geflohen. Er hat gesagt, er hat die er hat die Waffe fallen lassen, die mörderische Waffe, und eine Pistole wurde gefunden. Das heißt nicht, dass es das Gleiche ist. Es kann auch das Messer gewesen sein, das er hat fallen lassen, was dann erklären würde, warum da ein Messer steckte. Aber okay. Was den Verdacht nahelegt, dass es sich dabei um die von ihm abgelegte Waffe handelt. Er sagt selbst, dass es nicht unbedingt diese Waffe sein muss, die er gesehen hat, die er in der Hand hatte, sondern aha. Hört sich stichhaltig an. Oh, stichhaltig. Sehr gut. Goldene Brücke, Herr Kantilen-Gavin. Und, Stirni, haben Sie wieder einen Ihrer Einsprüche? Ja, hab ich. Was ist, Apollo? Lass mal hören, was das Stimmtrennen gebracht hat. Ach, weißt du, ich habe erst kürzlich etwas erkannt. Deine Stimme kann noch so gut sein, wenn du nichts zu sagen hast, bringt das gar nichts. Was meinst du damit, nichts zu sagen? Ergibt es sich nicht eindeutig aus der Aussage? Hä? Was ergibt sich eindeutig? Alter, Apollo, echt jetzt... Denk doch mal ein bisschen nach. Denk nach, McFly, denk nach. Er hat doch eben gesagt, dass er sah, wie Wocky eine mörderische Waffe fallen ließ.
Das bedeutet, er kann gar nicht mit Sicherheit sagen, was Wookie weggeworfen hat. Du hast recht, natürlich hat sie recht. Er ist nur verwirrt, weil am Tatort eine Pistole gefunden wurde. Armer Herr Stickler, so perfektionistisch und dabei so im Irrtum. Also, ich muss schon sagen, ich fühle mich persönlich beleidigt. Zugegeben, ich habe einmal als Teenager einen Liebesbrief mit meinem Blut geschrieben, der von Lehrer konfisziert und für alle sichtbar an die Tafel gehängt wurde. Weswegen ich durchaus zugestehe, dass die Bezeichnung arm zutreffen mag, was aber... okay. Wir können sicher sein, dass der Zeuge gesehen hat, wie der Mörder etwas wegwarf. Hat die Verteidigung dazu etwas zu sagen? Tja, wenn das, was er wegwarf, keine Pistole war, dann muss es sich um etwas anderes gehandelt haben. Immerhin ein Teil der Verteidigung scheint mitzudenken. Das Grenzen will noch vergehen, Staatsanwalt Kevin. Hätten Sie die Güte, das Gericht über dieses etwas aufzuklären? Was hat der Mörder weggeworfen, bevor er vom Tatort geflohen ist? Ja, natürlich das Messer. Nimm das! Nimm das, aber nicht mit der Stirn auffangen. Ist das ein Schwert? Nein, das ist eine kurzschaftige Waffe. So eins habe ich gestern im Spätprogramm gesehen. Großartig, ein unausgeschlafener Richter. Dieses Messer wurde am Tatort gefunden, mit den Abdrücken des Angeklagten drauf. Seine Abdrücke? Wer hätte das gedacht? Dieses Beweisstück belegt zwei wichtige Tatsachen. Erstens, dass das, was der Angeklagte weggeworfen hat, keine Pistole war. Und zweitens, dass der Angeklagte keine Handschuhe getragen hat. Wohl wahr, wohl wahr. Oh, Stirni, Sie haben da noch zwei Kleinigkeiten übersehen, die Sie zusätzlich bewiesen haben. Erstens, der Mann, den der Zeuge gesehen hat, war der Angeklagte, Herrn Wookie Kitaki. Und zweitens hat er ein Messer in der Hand, mit dem er das Opfer verletzen wollte. Auch wahr. Ja, aber es ist sehr wohl ein Unterschied zwischen Mord und zwischen Androhung von Gewalt oder so. Behaupte ich jetzt mal so. Und was lernen wir daraus? Unterschätze niemals einen Gavin. Das Gericht ist der Ansicht, dass unser Zeuge gerne von voreiligen Annahmen ausgeht. Deshalb denke ich, wir sollten uns einmal anhören, was sich wirklich abgespielt hat. Und zwar ohne voreilige Annahmen, bitte. Keine Ahnung, was er da macht. Es ist immer das Gleiche mit Leuten wie Ihnen. Mark verlässt das Haus zu Fuß, sein Bruder verlässt das Haus 5 Minuten nach ihm. Wie lange benötigt Marks Bruder, um Mark einzuholen? Angenommen, dass Mark an keiner roten Ampel anhalten muss. Angenommen. Ja, genau, angenommen. Als wenn für so ein Szenario auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit bestünde. Und trotzdem nehmen Sie an, dass meine Annahme weniger wahrscheinlich ist. Nehmen wir an. Dieses Gericht geht von der Annahme aus, dass uns der Zeuge davon berichten wird, was passierte, nachdem der Schuss fiel. Zeugenaussage, jawohl, ja, jetzt sag mal. Vom Schuss zum Anruf. Ich konnte die Flucht des Mörders nicht verhindern. Aber genauso wenig konnte ich den Tatort guten Gewissens einfach so verlassen. Ergo, ich habe die Polizei von meinem Handy aus angerufen. Die Polizei traf 10 Minuten später ein. Ich habe niemand anderes gesehen. Warum haben Sie den Mörder nicht verfolgt? Immerhin handelt es sich bei ihm, wie Sie schon sagten, um einen Mörder. Natürlich hätte ich ihn einholen können, aber was hätte er dann gemacht? Leider braucht man mehr als ein Talent für quadratische Gleichungen, um das zu wissen. Meinen Sie nicht, dass wir die Anwesenheit des Täters am Tatort schon bewiesen hatten? Und wissen wir jetzt nicht auch, dass keine andere Person anwesend war? Es scheint eindeutig, dass wir unseren Mörder haben. Oder etwa nicht? Ja, oder etwa nicht, Herr Justice. Ich finde lieber möglichst schnell einen Weg, die Aussage zu widerlegen. Ich gucke mal ganz kurz in die Gerichtsakte. 22:15 Uhr und 22:45 Uhr. Haben wir sonst noch was? Also was wir noch hätten, wäre dieses hier. Ich meine, das ist eine Buchse. Es könnte natürlich sein, dass der Buchsenklauer auch noch im Park war. Aber wann? Das wissen wir auch nicht genau. Was haben wir denn hier noch? Wookie-Untersuchungsbefund. Auch nicht so wichtig, glaube ich. Was das mit dem Nudelstand zu tun hat? Also im Moment sind wir noch ein bisschen, ne? Also,
Dann gucken wir mal. Wir tun den einfach ins Kreuzverhör nehmen und dann gucken wir, was sich dabei ergibt. Ich konnte die Flucht des Mörders nicht verhindern. Moment mal! In welche Richtung ist der Mörder weggerannt? Zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich, dass der Mörder mich bemerkt hatte. Logischerweise lief er in die entgegengesetzte Richtung. Das müssen wir uns auf der Karte angucken. Das wäre dann die dem Anwesen der Kentuckys entgegengesetzte Richtung. Also, das war da oben, könnt ihr natürlich nicht sehen, da oben. Moment. Achso, mein Arm reicht nicht. Pass auf. Da oben. Da oben im Volkspark. Und er ist dann rechts rausgerannt Richtung Meraktis-Klinik, sag ich mal. Und nicht unten rausgerannt. Interessant. Okay. Achtung, wagen Sie nicht zu sagen, dass das bedeutet, dass er nicht nach Hause rannte. Er hätte einfach nur umdrehen müssen, nachdem er außer Sicht war. Mann, woher wusste er, was ich sagen wollte? Ach komm. Aber genauso wenig konnte ich den Tatort guten Gewissens einfach so verlassen. Ja, komm, erstmal nachhaken. Ich hoffe, dass wir da irgendwie was rauskriegen. Sie waren sehr gefasst für jemanden, der gerade Zeuge eines Mordes geworden war. Wenn man sein Leben der Wissenschaft verschreibt, kann man sich von ein wenig Blut nicht beeindrucken lassen. So wie man sein Glas mit der chemischen Sensation nicht für Ausregung fallen lassen darf. Oh, coole Antwort. Sehr coole Antwort. Ja, naja. Also nichts Seltsames an seinem Verhalten, ja. Schussi ist so... Sie sieht aus, als würde sie etwas sagen wollen. Ergo, ich habe die Polizei von meinem Handy aus angerufen. Das Handy haben wir eventuell. Das würde auch erklären, warum deine Uhr am Handy ist. Das ist so total bekloppt, das kann nur von ihm sein. Wir haken mal nach. Ihr erster Gedanke war nicht, einen Krankenwagen zu rufen? Ich kann durchaus behaupten, mich auf dem Feld der Medizin ein wenig auszukennen. Sag mal, was weiß der eigentlich nicht? Studiert er etwa alles oder wie? Die Verletzung, deren Zeuge ich war, ein Schuss in den Kopf, führt üblicherweise zum Tode. Ergo sah ich keinen Grund, einen Krankenwagen zu rufen. Oh, ein Syllogismus, 2 Prämissen, eine Konklusion. Brillant, einfach brillant. Sieht aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. Das ist mit Schussi. Die Polizei traf 10 Minuten später ein. Ich habe niemand anderes gesehen. Na. Moment mal! Könnten Sie uns detailliert Auskunft über die fraglichen 10 Minuten geben? Ich befand mich in einem Zustand außerordentlicher Wachsamkeit. Jede Sekunde konnte etwas passieren. Aus jeder Richtung konnte jemand auftauchen. Ist das alles? Niemand kam. Nichts passierte. Ich konnte alles ganz genau sehen. Also gar nichts. Es war spät nachts in einem Park. Nicht ungewöhnlich, dass da niemand war. Er stand also nur rum und passte auf. Nicht viel zum Anknüpfen. Schussi, bei Gott, wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es bitte. Aber echt, hey. Ah Mann, ich kann in der Aussage überhaupt nichts Merkwürdiges finden. Endlich zufrieden, Stirni? Vielleicht sollte ich erstmal ein wenig nachgeben? Nein! Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Die Verteidigung hat noch einige Fragen, die der Klärung bedürfen, Euer Ehren. Ihre Meinung, Staatsanwalt Gavin? Oh, lassen Sie ihn ruhig so lange Anwalt spielen, wie er will. Ich werde derweil zum Spaß schon mal in Gedanken meinen nächsten Hit komponieren. Also gut, fahren Sie mit dem Kreuzverhör fort. Alter, jetzt. Also pass auf. Ich guck mir nochmal das Handy an, ne? In der Garage der Meraktis-Klinik unter dem Auto gefunden. Unter dem Auto. So, und pass auf. Hier steht 22:15 Uhr bis 22:45 Uhr. Sollen wir mal auf die Uhr gucken, die an dem Handy ist, sinnloserweise. Wie zoomt man denn ran? So.
Da ist es eigentlich 20:30 Uhr. 21:30 Uhr, sorry. Achso, kannst du auch drehen. Ja, ein Uhrenanhänger am Handy. Das haben wir alles schon gesehen. Wer das nachlesen will, ja, guckt euch die frühere Folge an, wo wir das gefunden. Der Besitzer des Handys scheint Details zu übersehen. Ja, er hat das Handy fallen lassen und er hat eine Uhr dran am Handy. Ja. Aber sonst ist da, glaube ich, nichts Interessantes. Ich werde vielleicht mal versuchen... Pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde hier mal ganz kurz speichern. Nehmen wir mal den da. So. Und dann präsentiere ich diesen Beweis. Oder haben wir noch irgendwie... Was ist mit dem farbigen Spiegel, ne? Aber sonst... wir haben sonst nichts anderes, was wir vorbringen könnten. Ja, das Finger... Ich probier's mal mit dem Telefon, oder? Einspruch! Ja, es ist nicht gut. Euer Ehren, was denken Sie über die Zeugenaussage? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Sie widerspricht eindeutig. Ich dachte... Sie klingen nicht sehr überzeugt, Herr Justice. Ja, das stimmt. Das war auch nur ein Versuch. Einspruch abgelehnt. Das hat mir mein Richter wohl keine Pluspunkte eingebracht. Nee, überhaupt nicht. Die Polizei traf 10 Minuten später ein. Ich habe niemand anderes gesehen. Moment mal! Ja, nochmal nach. Alter, Juicy, echt, jetzt sag doch was, hilf mir doch. Ein paar Leute hier würden diesen Monat gerne noch etwas anderes machen, Stirni. Sie haben noch zu wenig, um Woki zu verurteilen. Soll ich erstmal nachgeben? Ja, komm. Ja, Mann, komm. An der Aussage ist einfach rein gar nichts faul. Anscheinend gibt es keine weiteren Einwände gegen die vorherige Aussage des Zeugen. Juicy, wenn du was hast, hilf mir. Ich versichere Ihnen, es gibt unzählige Gründe, die das Fehlen der Abdrücke erklären. Vielleicht trug der Mörder zur Tatzeit ja wirklich Handschuhe. Dann, nach Vollendung der Tat, als er die Waffe wegwarf, fiel das hier aus seiner Tasche. Ein Fehler, der meiner Meinung nach nur allzu gut einem Kleinkriminellen passt. Zu einem Kleinkriminellen. Oh shit. Scheint, als wäre die Sache damit beendet. Nein, das kann nicht sein. Wie schade. Anscheinend sind sie nicht dazu ausgekoren, mit mir auf einer Bühne zu stehen. Nicht wahr, Stirni? Ich denke, damit können wir das Kreuzverhör als beendet betrachten. Das Gericht wird nun das Urteil über den Angeklagten Herrn Woki Kitaki verkünden. Ah! Wer hat denn da gerade geschrien? Alter, was ist denn hier los? Juicy! Keiner bewegt sich. Was soll das? Wer sind Sie? Dieses Gericht wird kein Urteil verkünden. Noch nicht. Moment, gehören Sie etwa zu den Kitakis? Die Kitakis? Sie meinen die berüchtigten Verbrecher? Tut, was ich sage, oder ich verpasse der hübschen Kleinen hier ein zweites Lächeln. Unterbrecht die Sitzung für 20 Minuten. Was? Dieses Gericht unterwirft sich keiner Forderung von Personen ihresgleichen. Herr Richter? Es erscheint mir wenig sinnvoll, diesen Gentleman nicht weiter zu verärgern. Es erscheint mir wenig sinnvoll, diesen Gentleman weiter zu verärgern. So rum. Unterbrechen Sie 20 Minuten oder ich schwöre, ihr würdet es alle bereuen. Moment! Wie ist das so schnell verschwunden? Das frage ich mich auch gerade. Und nicht mal eine Nebelgranate hat er geworfen. Komm ins Angeklagtenzimmer, Apollo. Ich habe wohl keine andere Wahl, als die Sitzung 20 Minuten lang zu unterbrechen. Gerichtsdiener, fassen Sie den mysteriösen Unbekannten. Okay, das ist schon irgendwie verdammt spannend jetzt gerade. Huiuiui. Okay,
perfektes Ende. Sorry, aber endet halt mit einem Cliffhanger. Morgen geht's weiter. Danke. Tschüss. Moment. Die Sitzung ist für 20 Minuten verminutet. Vertagt kann ich ja nicht sagen.